Habe dir und schön, dass du wieder hast zu Assassin's Creed Revelations. Mir macht man jetzt da weiter. Jetzt machen wir dann mal kurz die Markierung da raus. Die braucht man nämlich nicht mehr. Genau. Dann gehen wir rein zu Sophia und schauen mal, wo das dritte Buch ist. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber einen Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. Hat die Karten ernsthaft über den Tisch gehängt? Was ist mit dir los? Dann holen wir halt ein paar Blumen für sie. Wahrscheinlich möchte ich sonst bloß dafür benutzen, dass wir ihr Blumen holen. Die Stollen, die dumme. So wie wir uns kennen, hat er wahrscheinlich gerade die letzten verkauft, wie wir herkommen. So, oh, entschuldigen Sie, ich habe gerade die letzten verkauft. Keine weißen Typen. Ah, hey, das ist so nervig, wenn er da mal rumhupft. Komm schon, lauf mal ein bisschen schneller, du wieder Knacker, du, hey. Haben wir nicht ewig Zeit, wir haben wichtige Sachen zu machen. Aber sagen, dass die Zeit davor läuft, da musst du mal ein bisschen schneller laufen. Tretet vor, ich eure Gesundheit aus, liebe Leute. Ich meine mit der Steuereintreibung im nördlichen Gebiet. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dosto? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier, ich komme wieder. 1 Stunde. 2 höchstens. Ich warte doch nicht 1 Stunde. Spann die mal. Um den muss ich mich mal kümmern. Das könnte es sein. Ich sehe besser nach. Kachretzin, ich habe ihn aus den Augen verloren. Hat er den Verstand verloren? Oh, mir geht's schlecht genug. Dein Herz auch mit zum Beklauen. Eine tolle Beigabe zu jedem Mahl. Herr Schekli Ahmed Pascha höchstpersönlich würdigt Hamid von Üsküdar als fähigsten Sattler im ganzen Reich.
Kommt, fühlt sein Leder und seht seine Handwerkskunst mit eigenen Augen. Euer Hinterteil wird es euch danken. Hört auf! Was ist denn los mit euch? Tüdü. Von Fener hat die süßesten Feigen und Natürlich klaut die da um, Alter. Außerdem bietet er wieder seine famosen Glaubst du unseren... Das sind doch keine Tulpen. Ach, da ist eine. Was zittert denn da so? Ich keine Ahnung, was da so zittert bei mir. Ich nicht gewusst, dass 2 ein ganzer Strauß sind. Das ist ja nicht mehr wundern, wenn wir jetzt sogar in der Nähe von der waren. Ich wusste, dass wir in der Nähe von dem Palast haben. Da waren wir vorher doch erst. Der Ezio. Entweder braucht es lang oder ist es langweilig, dass es so lang dauert. Aha. Da schau ich hin. Ich hab's doch gewusst. Was ist das? Ein Geschenk. Bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher faszinante. Sembra squisito. Oh, habt Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, sie. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Schau, wie es uns wieder eiskalt Ding überlistet hat. Wo haben wir ihr bloß Blumen bringen sollen? Nur so doofe Blumen haben wir bringen sollen. Eieieiei. Wo ist das Buch? Da ist das Buch. Ah, können wir hier laufen. Werden wir auch nicht schneller sein. Wenn wir irgendwie Zwischenstopp machen beim Dingens. Warum? Ach, egal. Weil ich cool fand. Deswegen. Ist doch lässiger über das Geländer zum Rennen aus wie über einen Gehweg. Da wo die Leute bloß im Weg haben. Bei Hickackt oder was? Schnauch nicht so, du der Knacker. Ah, okay, wir kriegen jetzt Bombenkomponenten aus den anderen Städten. Das ist natürlich cool. Okay, jetzt haben wir wieder einen. Harika! Den haben wir zuordnen können. Genau, vielleicht auch noch mal, wenn wir dazu kommen. Aber wahrscheinlich brauchen wir wieder so lange bei dem B hier, dass für die ganze Folge ist. Dann machen wir das halt schon in der nächsten, das andere.
Spannend die Meier, Alter. Meine Tante Funda das sehen könnte. Ich verliere ihn! Kommst du sowieso nicht darauf, also warum versuchst du es überhaupt? Zeichen und Symbole Teil 3. In der Nähe kleinen Hauge Sophia versteckt. Schon wieder, oder was? Ich hab das Gefühl, dass alle drei da versteckt hat. Also nicht weit gehen wir's. Irgendwie schaut das mit der Brustding komisch aus, weil das auch schon wie die andere Rüstung. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ja, da war ich doch gerade rum. Hä? Ich hab doch annehmen gedrückt. Hä? Bin ich jetzt blöd? Kann doch nicht sein. Ich hab's doch hochgenommen. Jetzt muss ich dann nochmal aufschicken lassen. Jetzt wieder verarschen. Hä? Akzeptieren. Jetzt. Ich glaube dort. So, das war alles sehr seitlich. Todessprung und Substanz. Aha. Habe ich doch schon mal gemacht. Eine neue Feste ist erfolgreich gewesen. Toll. War komisch, wenn es nicht erfolgreich war. Ich weiß gar nicht mehr, ist das jetzt das letzte Buch oder ist das... Oder gibt es noch mehr? Schauen alle gleich aus, die Bücher. Aesops Faulen von Sokrates. Oder die von Sokrates. Muss man wahrscheinlich wieder zu Sophia zurück. Was ist mir? Hä? Ja, rennt jetzt wieder nicht. Ich doch das. Jetzt den Schlüssel, den holen wir uns auf alle Fälle. Also mal. Überhaupt noch gar nichts gegessen. Es ist mir echt egal, dann geht's was arbeiten. So wie jeder andere Mensch. Die arbeiten auch oder was? Und wenn du nicht magst oder ihr nicht möchtest. Er wird sich noch etwas tun. Was tat er denn dazu? Ein heiliger da. Mir tut mir echt leid irgendwie. Etwas habe ich noch nie. Sorry. Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite. Wollte ja nichts da, war mein Fehler. Sorry, Bro. Ich finde das irgendwie. Es war zwar cool, dass du in der Stadt so mit dem Pferd reiten hast können, aber es war irgendwie immer trotzdem zu langsam. Aber irgendwie geht es trotzdem ab. Aha. Oh, wieso muss ich jetzt. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das jetzt das Schiff ist. Jetzt hätte ich gedacht, dass das Suleiman-Ding ist, weil das ein Buchquest ist. Huh. Ah, okay. Deswegen. Das ist das Ding. Pitchi-Patschenas. Echt, das ist aber ein scheiß Ding. Mädchenturm.
Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Ohne ins Wasser zu fallen. Ja, super. Komisch, da ist ein Pfeil. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommt, dass man das so offensichtlich macht. Wie soll ich noch nicht ins Wasser fallen? Wenn jetzt nicht das Ding aufgeht, sondern da. Jetzt erklärst du mir schon, wie ich nicht ins Wasser fallen soll. Psst. Alter. Der hat doch nicht mal einen Zauber gewinnen. Der Alzeri hat schon gewusst, was er macht. Ah, das ist Jump'n'Run. Das Ding. Oder Parkour halt. Boah. Das ist also was, das kannst du aus Quick-Event machen. Wenn es wieder aussieht so. Das ist nicht so viel Wasser ausgeballert. Interessant. Aber stell dir mal vor, wer das ausgeräumt hat. Das ist doch mega. Da können wir jetzt nicht mehr vorerst. 20. Weg ist geradeaus. Eieieiei. Oh, mir juckt's da. Entschuldigung. Prinzipiell ist ja diesmal ins Wasser reingefallen nicht so schwierig. Aber das dann auf Zeit und so. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Hä? Wo muss ich denn hin? Oh, das ist doof. Scheiße. Kann ja gleich nochmal neu starten. Ah, warten wir halt die paar Sekunden. Jetzt wieder zu und jetzt müssen wir wieder reinmachen. So, nächste Schublade rausziehen. Und jetzt wird wieder abgelassen. So wie mir das so schaut.
Frage ist, wo geht das ganze Wasser hin? Das ist das. Das Meer wird ein bisschen schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Alter, das ist schon... Ich stell dir mal vor, das war wirklich so gewesen. Oder das es wirklich so geben. Und... ist da nicht... Ich denke, du musst jetzt mal überlegen, wo geht das ganze Zeug hin? Von woher? Wo? Drück jetzt weiter. Selbst das, wo ich überhaupt nicht mag. Das ist echt was so nach hinten springen. Das haben sie, glaube ich, ein einziges Mal gut gemacht. Da war es dann so, dass nach hinten springen direkt war. Oder bei irgendeinem anderen Spiel war das. Das ist einfach insgesamt praktischer. Vor allem, wenn es Meerwasser ist, dann hat das ja voll zum Ding, zum Rosten anfangen alles. Das war alles schon vergammelt, vor allem das Holz, Alter. Das war doch selbst schon vergammelt. So. Schauen wir, dass wir mal nicht ins Wasser reinhupfen. Hallo? Doch. Schau mal vor, wie schwer das Ding ist. Cool ist das schon, aber mega unlogisch. Es ist einfach mega unlogisch. Nein! Was tut der denn immer? Verstehe ich so oft nicht. Das war so nicht fallen. So, dann mal kurz healen nebenbei. Ich weiß gerade nicht so recht. Na, okay. Selber schuld. Jetzt haben wir alles hier runtergegangen, jetzt müssen wir natürlich alles wieder nach oben gehen. Dass wir uns den Schlüssel holen können. Ich habe mir vor, wie glitschig das alles ist. Wenn es so lang alles hier im Wasser hängt ist. Oder immer im Ding. Jetzt wird er dann wahrscheinlich einfach aufgezogen werden. Obwohl, nein, das werden wir nicht mehr sehen. Also Sachen, die wo wir schon voll haben. Wenn wir so selten Bomben benutzen. Striche drauf. So wieder
drei Rätsel wie beim ersten Ding beim Assassin's Creed 2 mit den Kartenteile. Da oben ist nämlich das Ding. Wenn du es einfach aufflexen darfst, dann darfst du da hinkommen. Aber der. Schauen wir mal. Ohne eure Hilfe. Hier gibt es Salpeter und Schwefelmut bewahrt. Da ist ja nirgends eine Schnellreise. Aber ich glaube, dass wir komplett zurück müssen zum Unterschlupf, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Was ist der jetzt auf einmal da? Ganz unten weggefahren und auf einmal haben wir oben halt. Ey, ich bin doch schon weg. Ey. Ich habe gar nicht angerempelt, also da lauert es mir nicht. Ich hab's eilig. Ich hab's sehr eilig. Bin deswegen ganz schön lieber der Spur. Entschuldigung. Oh, verzeiht. Ich bin euch im Weg. Ja, du bist mit mir im Weg, du Dödel. Jetzt geht's auf zu unserem Schreibtisch. Haben wir jetzt eigentlich den Schlüssel von die anderen schon geklaut oder nicht? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Haben wir die geklaut oder nicht? Erinnerung 4. Was zeigst du uns, Altair? Alter von Es heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Waise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Mei, da kommt der Ureut wieder zurück. Alter ist nach 2 Jahrzehnten, 20 Jahre auferlegten Exil nach Mazedonien, sammeln sie Verbündete und eliminieren sie Abbas. Niemand außer Abbas und seinen Hauptmänner töten. Der Alte hier, der eure Knacker, der. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Fürwahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Feste die Gerichtsbücher, die im Dorf umgehen. Über Abbas und seine alten
Albträume? Nein, nein. Altair. Was ist mit ihm? Es heißt, ein alter Assassine habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt haben. Ach, Gerüchte. Ich glaube das nicht. Wahr oder nicht? Sag nichts zu Abbas. Er leidet unter Verfolgungswahn. Man sollte dir den Gnadentod geben, alter Hund. Hau ab, alter Mann. So kommt es. Immer sie wieder überschätzt. Aber der hat doch safe noch drunter den. Hier im Dorf? Sagt in der Burg Bescheid, schnell. Assassinen, zu mir! Dann laufen meine rum. Das war vor 20 Jahren. 20 Jahre ist her, dass er da war. Mentor, Willkommen. still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Der Abbas, der weiß einfach nicht, was los ist. Ich verschwinde von hier. Du bist nichts ohne das Artefakt. Nichts. Ich hab's aber Elender schon. Tattergreis. Tritt zu... Folgt mir nach zur Burg. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Der war die Knackerei. 280 Weg hier! Einfach nur weg hier! nur Burgeinnehmer. Der am gar nicht passen. Wahrscheinlich so insgesamt. So ein Jungspund, wie er immer blöd ist. Ja, sorry. Das wollte ich jetzt nicht, aber die hätten mich angegriffen. Ich finde schon, dass ich gleich Signale geben kann. 2 Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Ach, er ist jetzt auf meiner Seite. Interessant. Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Da waren alle auf unserer Seite. Respekt, Mentor. Für Abbas! Ich kämpfe für euch. Für den Orden. Willkommen doch, Altair. Willkommen zurück, Mentor. Das ist cool, unendlich für Assassin-Signale. Es ist mir eine Ehre, Mentor. Gemeinsam zum Sieg, Mentor. So. Willkommen zurück, Mentor. Mentor. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein! Ich verteidige Masyaf! Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen. Und alles Erreichte verloren. Alles. Einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet.
diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt. Von Leben und Tod. Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Hat sich einfach bis du ihn baut und weggezielt. Er ist so ein harter Hund, ey. Ich kann euch niemals vergeben, Altair. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen. Bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Ich finde das irgendwie lustig, weil hättet er das nicht in die Assassinen-Schriftrollen da nicht aufgeschrieben mit den Pistolen und so. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Dann hätten die niemals so schnell Pistolen und so gehabt. So. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt geht es wahrscheinlich weiter mit der Suleiman-Mission. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Also, Havideri.